Aber auch dort können wir ins Bett gehen und wieder nur dem studieren, was durch ist. Ich glaube, wir können nie ein perfektes Leben leben. Ich glaube, Gott wünscht sich gar nicht, dass wir ein perfektes Leben leben können. Schon nur, wenn wir probieren, die kleinen Momente zu achten, zu schätzen, zu ehren, Freude zu haben, wenn es uns zwischendurch gelingt. Freude zu haben, wenn wir irgendwo einen Moment erleben können, wo wir einfach merken dürfen, alles andere hätte jetzt gleich warten. Das ist der Tag, wie wir im Psalm 118, 24 lesen, wo Gott hat gemacht und wir ihn schätzen und ehren. Jetzt wollen wir aber doch auch noch recht herzlich alle begrüßen und immer wieder die Predigt auf Podcast nachschauen. Geben wir ihnen einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. So schön habt ihr eingeschaltet. Wir sind in einer Serie. Letzte Sonntag habe ich schon ein paar Gedanken zum Thema 3 Schlüssel zum erfüllten Leben teilen. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil. Und ich uns alle möchte ermutigen, dass wir es immer wieder schaffen, in dem Alltag, wo wir drinnen sind, im Jetzt zu leben. Letzte Sonntag, wie gesagt, hat es angefangen, ich durfte ein paar Gedanken weitergeben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht am Stress, am Druck, der immer wieder die Welt, der Alltag mit sich bringt, dass wir das alles in unser Herz hineinlassen, sondern immer wieder auch unseren Vater im Himmel suchen, auch den Druck und Stress wie bei ihm abladen, das loslassen, weil auch eigentlich erwiesen ist und auch in diesem eigenen Leben erleben. Es gibt, wenn Stress ins Herz hineinkommt, das auch Auswirkungen auf unseren Körper hat und durch das unser, Alltagsleben sehr beeinflusst und auch das von unseren Mitmenschen. Ich habe es schon letzten Sonntag gesagt, und für diesen Sonntag mir ganz wichtig ist nicht irgendwie so, dass ich irgendwie die Weisheit mit dem Löffel zum Morgen gegessen und jetzt genau kann sagen, okay, das sind die 3 Schlüssel zum erfüllten Leben und das, der Timon, obwohl er noch nicht 40 ist, der weiss das einfach so oder was auch immer, darum hat er die Serie oder die Predigten geschrieben, sondern nein, es ist vielmehr aus einer Sehnsucht entstanden, immer wieder ein erfülltes Leben dürfen zu haben. Ich glaube, jeder Mensch sucht irgendwo oder sehnt sich nach einem erfüllten Leben. Ein Leben, wo wir dürfen morgen aufstehen oder am Abend ins Bett gehen und irgendwo im Herzen dürfen in Ruhe sein, dürfen wissen, Gott ist da, Gott sieht mich, Gott hat es im Griff und ich darf jeden Tag als ein Geschenk anschauen. Heute geht es ein bisschen darum, dass wir dürfen uns an dieser Herausforderung stellen, im Jetzt zu leben. Und oftmals ist es ja so, wir gehen das Leben durch und manchmal sind wir mit unseren Gedanken sehr viel bei dem, was passiert ist. Wir denken über die letzte Woche nach, vielleicht über das letzte Jahr, über Sachen nach. Wir leben ein bisschen wie im Gestern. Was ist passiert? Wie haben sich die Leute um mich herum verhalten? Wie ist die Arbeitswoche gegangen? Ist alles in Ordnung gelaufen? Hat man mich mit Respekt behandelt? Was ist gestern passiert? Oder das andere, wir leben unseren Gedanken sehr viel in dem, was morgen kommt oder gleich wird kommen. Wir überlegen uns, was erwartet uns nächste Woche, wie sieht meine Agenda aus, was wird denn alles kommen, was muss passieren, dieses und jenes sein. Und ich glaube, Gott möchte uns helfen, immer wieder das Gestern loslassen, darauf vertrauen, dass wir uns das Beste geben, die Leute in unserem Umfeld ihr das Beste geben, aber vielleicht auch die Gedanken und die Sorgen, die morgen werden kommen, auch noch beim Morgen lauter das können, den einzelnen Moment genießen, den Moment, den Gott erschaffen hat, so dass wir dürfen das Volle rausnehmen aus dem, was Gott uns tagtäglich möchte schenken. Ich denke vielleicht auch, wenn wir ein bisschen jünger im Leben unterwegs sind, sehnen wir uns manchmal nach dem, was wird denn noch alles kommen. Irgendwann werde ich mehr Möglichkeiten haben, vielleicht weil ich mehr finanzielle Mittel habe, mehr Erfahrung habe, beruflich schon ein bisschen weiter begangen, durfte heiraten, vielleicht eine Familie haben, dann ist das Leben genial. Vielleicht, wenn wir schon ein bisschen älter sind, denken wir über Sachen nach, die vor 20 Jahren passiert sind und studieren immer noch, hätte ich dann mehr für einen anderen Job entschieden, wäre es so und so gekommen. Hätte die Entscheidung nicht so gefällt, wäre vielleicht mein Leben ganz anders. Und so tun wir oftmals viel zu viel, glaube ich, Energie an Sachen, die schon durch sind oder erst werden kommen, verschwenden. Und wir lesen ja im Psalm 118, 24, wie so schön steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. So schön wie hier der Schreiber steht, heute ist der Tag, wo Gott hat gemacht. Heute ist der Tag, der 14. April 2024, wo so gar niemand wird zurückkommen. Wir werden heute Momente erleben, wo wir früher nicht erleben konnten, aber auch in Zukunft nicht erleben können. Ich glaube, Gott möchte uns motivieren, schlussendlich so zu arbeiten, Tag für Tag zu sagen, ich lebe im Jetzt. Ich probiere auch meine Gedanken, meine Leidenschaften, natürlich zwischendurch zu überlegen, was kann kommen oder was kann ich lernen aus der Vergangenheit, aber ich probiere aus dem heraus alles zu nehmen. Wir finden so viel
Geschichten in der Bibel, auch Geschichten von Männern und Frauen, die, glaube ich, genau gleich wie wir alle ja, ob das Thema im Mitsinn leben, das mich sehr beschäftigt, wo wir alle vielleicht manchmal auch stehen lassen. Wir finden Geschichten, die wir davon lernen können. So vom Volk Israel, das ja aus der Gefangenschaft von Ägypten ist rausgekommen, leider durch sich zu beschweren, relativ einen grossen Umweg hat müssen machen, bis sie ins gelobte Land dürfen einziehen. Lesen wir auch, wie das auf dieser Reise so gegangen ist. Wir lesen, dass auch sie natürlich zu essen wollen und Gott sie versorgt hat. Spannend ist aber, wie sie Gott versorgt hat. Wir lesen das 2. Mose 16,4, wie steht: Ich werde, das sagt Gott, für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Also wir lesen auch hier, ich meine, Gott hat dem Volk Israel einen ganzen Vorrat geben können, und sich die Mühe nur einmal in der Woche machen. Das Ganze haben wir so vorgestellt, auch als Kind, wie Gott im Himmel das ganze Brot am Backen ist und Zeug, oder? Aber Gott hat gesagt, ich backe jeden Tag im Himmel und lasse es vom Himmel oben runterregnen, weil ihr sollt für jeden Tag das nehmen, was ihr nur für diesen Tag braucht. Es ist spannend, auch, wenn wir lesen, wie das so zu einer Herausforderung ist geworden, dass man eben nur das nimmt für diesen Tag. Dass wir nur in diesem Tag bleiben und nicht schon unsere Gedanken an all dem verschwenden, was wird kommen. Ich kann mich auch ganz gut erinnern, persönlich auch immer wieder so eine Challenge, wo wir als Familie die ersten Familienferien machen durften, wo wir mit 3 Mädchen komplett waren. Und ich weiss gut, wir durften im Seeland, am Breuenkanal, eigentlich wunderbare Ferien verbringen. Aber ich habe schon von Anfang an gemerkt, das wird eine riesige Challenge für mich. Das sind 3 junge Mädchen und das wird du und her gehen und überall, die werden überall herschnacken und säckeln, das wird eine Sache. Und ich war schon so in die Ferien und war schon im Stress gewesen, wo wir dort ankamen, schon nur, bis wir dort das erste Znacht essen können. Und ich weiss noch ganz gut, ich habe in meinem Kopf beim Znacht gesagt, okay, wie viele Nacht musst du überleben hier? Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kannst du sofort wieder aus diesen Ferien entfliehen. Kannst dich wieder im Büroalltag, im Arbeiten erholen. Aktives Erholen würde man das nachher nennen, wenn man vielleicht auch kleine Kinder hat. Aber ich bin schon so in diesen Gedanken reingegangen. Ich habe noch ein Foto mitgebracht von einer Schifffahrt, wo man so wunderbar sieht, die extreme Überforderung von meinem Alltag. Ein Foto, das ich immer wieder anschaue, und ich habe das Gefühl, okay, jetzt ist es ein bisschen herausfordernd vielleicht für mich, an die eigenen Grenzen zu kommen, wenn ich das Foto anschaue, dann hast du auch das dann geschafft. Oder? Die Schifffahrt, das war der Horror, ich sage euch. Aber wir posten und machen ja nur, das ist ja das Schöne, das Fotoalbum, du tust ja nur ein Foto dann, wo alle lächeln, oder? Oder postet irgendjemand ein Foto, wo alle im Grennen und am Wüten sind und den Breien über den Kopf ableeren und all das Zeug, oder? Und spannend war das, irgendwann ist es mir wirklich auch in diesen Ferien nicht mehr so gut gegangen und meine Frau hat mir geraten, dass ich doch einen Kaffee für mich nehmen darf und sie gehen ein bisschen auf den Spielplatz mit den Kindern. Und ich weiss noch, ich habe das Käferchen genommen, bin hergehockt, zuerst als ich höre vom Spielplatz ein riesen Rennen von unseren Kindern, oder? Dann habe ich gesagt, okay Gott, jetzt ich will mich auf dich fokussieren. Das Rennen ignorieren wir jetzt ignorieren. Das sind andere Kinder, das interessiert mich nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Freizeit bekommen. Und ich weiss nicht, dann Gott wirklich fast ein bisschen darum bitten, könnte ich nicht einfach 10 Jahre vorgebeamt werden? Weißt du, so in 10 Jahren haben sie so ganz brave Teenager. Ich habe zwar Teenager nicht gesagt, aber ich habe mir vorgestellt, wie wir dann zusammen essen, einen kleinen Austausch haben. Und ich habe so fest mir wie gewünscht, nicht in diesem Moment zu leben, sondern wir dürfen vorwärts gehen. Schon 10 Jahre weiter zu sein. Was ist passiert? Ich weiss noch, ich bin dann gehockt und habe den Strauch angeschaut vom Nachbarszelt. Und dann ist wie ein Gedanke gekommen in mein Herz und irgendwo. Für mich war es Gott, wie auch immer, vielleicht bin ich auch selber drauf gekommen, keine Ahnung, aber es ist wie etwas, hat sich in meinem Herzen entfacht, wo ich gesagt habe, probier diesen Moment jetzt zu genießen. Er wird so, in dieser Art, natürlich auch mit dieser Herausforderung, aber auch mit dem Schönen, gar nie mehr zurückkommen. Und ich weiss nicht, dann, ich
kann das jemand noch nachlesen. Ich habe so eine App, wo ich zwischendurch meine Gedanken aufschreibe. Ich habe dann geschrieben, es ist schon spannend, wie ich eigentlich so schnell wie möglich wieder aus diesen Ferien rausgehen will. Aber jetzt habe ich gelesen, was vor 10 Jahren war. Und ich dann noch schon ein bisschen geschrieben, ja, wenn ich dann mal eine Familie darf haben, wenn ich dann mal ein Päppel sein, der gebraucht wird, dann habe ich Freude am Alltag. Ich habe mir dann auch geschrieben, ich will jetzt probieren, den Moment zu genießen und nicht das 10 Jahre vorbeime von Gott wie verlangen. Weil was wird passieren? Ich habe mir das so aufgeschrieben. Vielleicht in 10 Jahren werde ich wieder auf dieser Terrasse hocken und ich wünschte mir, dass die Mädchen mich noch ein bisschen brauchen und nicht den ganzen Morgen irgendwo selber verbringen. Übernächstes Jahr sind die 10 Jahre durch, zack, hat es gemacht, so schnell vergeht die Zeit. Und das mit dem sich wünschenden Teenager-Kind zu haben, das rate ich auch extrem allen ab, weil da darf man einen Weg gehen. Ich glaube, das ist das göttliche Prinzip. Das ist so schön, oder? Wir wachsen mit dem. Wenn Kinder auf die Welt kommen, klar, sie schlafen manchmal nicht, aber sie reden auch noch nicht so viel. Und Gott hat das so genial gemacht, wenn sie so viel reden, dann können sie oftmals, meistens, wenn alles gut ist, zumindest selber aufs WC. Alles hat seine Sachen. Jeder Moment hat sein Schönes und sein Herausforderndes. Und ich glaube, Gott möchte uns allen helfen, gerade in dem Alltag, wo wir drin sind. Vielleicht ist es mit den Kindern, vielleicht nicht. Vielleicht sind wir am Arbeitsplatz, wo wir irgendwo denken, so ist es einfach nur mühsam. Ich wünschte mir, dass die Baustelle endlich durch ist. Ich wünschte mir, dass das Projekt jetzt endlich abgeschlossen wäre. Oftmals, wenn Projekte abgeschlossen sind und man anstößt und Freude hat auf das, was man zusammen im Team hat bewegt, geht wieder irgendwo ein normaler Alltag los und dann denkt man, es war schon genial, wie wir dann drin gestanden sind. Es war schon genial, was wir auch spannend dürfen erleben. Ich glaube, Gott möchte uns helfen, immer wieder im Moment zu leben. Wir lesen in der Bibel auch viel von Josef, wo wir sehr viel lernen dürfen. Der Josef hat mit 17 eigentlich eine Verheißung, eine Zusage bekommen, dass er mal Einfluss haben wird. Eine Nation wird führen durch seine Begabung, eine sehr wichtige Person wird sein. So hat es aber nachher überhaupt nicht angefangen nach dieser Zusage, sondern es war so, dass seine Brüder extrem eifersüchtig auf ihn waren und ihn durch das in eine Grube geschossen haben und später sogar als Sklave verkauft haben. Extrem, wie soll ich sagen, schwierig, dann noch auf Gott zu vertrauen und zu sagen, okay, Gott hat mir ja eine Zusage gemacht, jetzt bin ich jetzt von meiner Familie verraten worden. Der Josef hat sich aber entschieden und wir finden das in der Bibel, oder finden es eben nicht, wir finden nie in der Bibel, wie er sich beschwert. Wir finden nie, wie der Josef sich irgendwo gross beklagt, sondern wir lesen, dass er auch als Sklave sein Bestes gegeben hat. In dem Moment, wo er als Sklave Möglichkeiten hatte. Er hat jeden Tag sein Bestes gegeben, so dass er auch durch seine gute Arbeit, die er sich hineingegeben hat, Ansehen bekommen. Er hat wieder Einfluss bekommen, oder vielleicht sogar das erste Mal richtigen Einfluss bekommen, obwohl er in einem fremden Land war. So viel ist es weitergegangen, dass er wie irgendwo dort durch, oder das Segen, das er erlebt hat, aber auch wieder eine Herausforderung ist gekommen. Und zwar hat der Mann, der Sagen hatte zu dieser Zeit seine Frau, es irgendwo spannend gefunden, den Josef ein bisschen herauszufordern und hat unbedingt mit ihm schlafen. Der Josef hat bei den Werten bleiben, hat das nicht wollen. Ihm ist vorgeworfen worden, dass er sie vergewaltigen wollte. Was ist passiert? Der Josef hat gerade ins Gefängnis müssen. Jetzt kann man sagen, okay, dem Josef ist etwas passiert, er hat sich nicht beschwert, er hat sein Bestes gegeben, mit Sinnen zu leben, dort, wo er dran ist. Und nochmal passiert so etwas Unfaires. Der Josef geht ins Gefängnis und dort spätestens könnte man verstehen, dass er wie die Zusage von Gott vergessen hat, dass er wie gesagt hat, okay, mir wird nie mehr etwas Gutes passieren. Aber was hat der Josef können? Er konnte in der Gegenwart bleiben. Er hat nicht überlegt, was ihm Unrecht ist angetan worden. Er hat aber auch nicht nur an dem herumgestudiert, was eigentlich Gott ihm versprochen hat, dort, wo er mal her möchte, sondern wir lesen, wie er sich ganz konkret im Gefängnis auf die Leute einlassen konnte, die er dort getroffen hat. Im 1. Moses 40 steht, als Josef am nächsten Morgen zu ihm kam, fielen ihm ihre niedergeschlagenen Gesichter auf. Was ist los mit euch? Warum seid ihr so bedrückt? Das fragt er 2 andere Gefängnisinsassen. Spannend ist, dass der Josef das können, sich auf die Leute dort einlassen. Dass er sich so wenig mit sich selber beschäftigt hat, dass er wahrgenommen hat, dass die Menschen um ihn herum bedrückt sind. Wie hat er das können? Ich habe es schon gesagt. Ich glaube, er hat
Gott darauf vertraut, dass das, was wird kommen, in Gottes Hängen liegt, aber auch, dass das, was vorbei ist, hat er loslassen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir es schaffen, jeden Moment, wo Gott uns gibt, auch als ein Geschenk von Gott anzuschauen. Und ganz ehrlich, das ist auch eine Challenge für mich immer und immer wieder, weil ich oftmals mit meinen Gedanken schon am nächsten Ort bin. Schon wieder irgendwo denken, was kann ich machen und tun, dass der nächste Moment, vielleicht der nächste Termin, der nächste Tag, der gut organisiert ist und zum Segen für mich, aber auch für die Familie manchmal kann werden. Aber ich glaube, Gott möchte es uns schaffen, im Moment zu leben. Wir haben daheim als Familie so einen Schrank, wo wir eigentlich die elektronischen Geräte jeweils füßen über die Nacht. Wir sie dort aufladen, sie dort in den Schaft rein. Und ich habe vor kurzem meine Apple Watch, die kann man einfach so auf ein Kreischen drauflegen und dann tut es das laden. Ich habe die am Abend, wie immer, dort drin, schön draufgelegt und dann macht es so Klick. Und wenn es so Klick macht, dann weiss ich, es ist gut, es ist drauf, es wird laden. Dann habe ich dort drauf da und am nächsten Morgen habe ich voller Freude, mit jedem Tag, oder, wie ich mich an jeden Tag so freue, egal wie früh es ist, nein, natürlich nicht, aber ich bin einfach aufgestanden, wollte wach werden. Dann habe ich die Uhr genommen und so anlegen und ich gesehen, der Akku ist tot. Ich dachte, aber es hat doch Klick gemacht. Dann bin ich natürlich schauen, oder? Als unglaublicher Stromer im Herz bin ich nicht am Kabel nachher, oder? Und ich habe gesehen, das Kabel ist nicht eingesteckt. Oder? Es bringt nichts, wenn du die Uhr auflegst, aber das Kabel ist nicht eingesteckt, weil ich 2 Tage vorher oder 1 Tag vorher, ich weiß nicht mehr genau, habe ich etwas anderes laden dort. Und dann hat es natürlich die Uhr nicht laden. Und ich hatte das Gefühl, manchmal ist es in unserem Leben fast ein bisschen so. Wir sind zwar irgendwo verbunden, aber wir schaffen es nicht im Moment zu leben. Wir essen vielleicht mit unserer Familie zur Nacht, mit Challenge Nummer 1, aber wir sind nicht dort. Wir sind bei dem, der näher kommt. Wir sind bei dem, wie wir sie vielleicht ins Bett tun. Wir sind bei dem, der vielleicht morgen auf uns wartet. Wir sind irgendwo am Spazieren und laufen einfach und reden zwar sogar mit unserem Herzen nicht dort, mit unserem Herzen noch bei den Sachen, die letzte Woche waren. Und wir sind zwar anwesend, wie ich konnte die Uhr eigentlich drauf tun. Es hat Klick gemacht, aber es ist nicht verbunden. Aber wir sind wie nicht mit vollem Herz dort, wo vielleicht auch Gott uns möchte haben. Und ich habe mir es ein bisschen so aufgeschrieben, ich glaube, wir müssen aufpassen, in dieser Welt, in der wir leben, wo immer von überall, allen Seiten, es will alles mit uns zusammen sein, Social Media, das SMS hier, da, Nachrichten, diese Sachen passieren auf der Welt und wir bekommen alles mit, dass wir nicht mit unseren Gedanken auch Sachen verpassen. Und ich habe mir so aufgeschrieben, verlieren wir nicht das, was wir haben, während wir nach Sachen streben, die wir uns wünschen. Und oftmals wünschen wir uns Sachen, Orte herzugehen, weiterzukommen. Und durch das leidet es sogar, wo Gott uns im Moment möchte schenken. Wir können fast ein bisschen verpassen, wie unsere Kinder aufwachsen, obwohl wir einen Papatag haben, jedes Wochenende vielleicht daheim anwesend sein oder was auch immer, wenn wir es nicht schaffen, uns mit dem Herz einzuklinken. Wir können Jahre von unserer Beziehung, die Gott uns geschenkt hat, wo wir ein gegenseitiges Ja vor Gott haben gegeben, wie fast ein bisschen verpassen, weil wir es nicht schaffen, uns auf das einzulassen, was Gott uns eigentlich geschenkt hat. Und ich möchte uns ermutigen, wie gesagt, schon, glaube ich, etwas, auch für mich, könnt meine Familie fragen, mein Hirn macht oftmals so, wenn wir eben irgendwo am Nachtessen sind, verrückte Bahnen und dieses und eins, überlegt sich Sachen und alles. Und dann kann es gut passieren, dass eine Tochter von mir irgendwo etwas Schlimmes erzählt und die sagen, ja, das hast du mega gut gemacht am Schluss. Und spätestens dann merkst du, das ist nicht die Idee. Das ist ja nicht mal das, was ich selber will, sondern ich will mich auf diesen Moment einladen. Und ich glaube, wir können nicht ewig mit den Leuten zusammenleben, die Gott uns im Moment hat, unser Umfeld geschenkt. Das ist einfach eine Tatsache. Wir leben ein Leben hier auf der Erde und müssen so dürfen und wissen, dass jeden Tag ein Geschenk ist. Dass jeden Tag ein Geschenk ist in dieser Gemeinschaft, wo wir dürfen sein. Wir wissen nicht, wann die Zeit da wird durchgehen. Und oftmals, das ist ja ein bisschen zu herausfordernd. Im Leben wird es einem erst bewusst, wenn Schicksalsschläge passieren. Dass man dann wie sagt, hätte ich doch nur dieses und jenes und eins. Und ich glaube, Gott möchte uns helfen, aber uns auch ermutigen. Haben wir den Mut, in diesem Moment innen zu leben. Und immer wieder zu schätzen, was wir schon bekommen haben. Zu schätzen, was wir für einen Alltag dürfen haben.
Meine Frau hat letzte Woche Geburtstag gehabt und ich habe meine Mama noch am Morgen gesehen, an diesem Geburtstag, und sie hat mir so ein Säckchen gebracht mit Kirschstängeli drin und gesagt, du musst das der Tabea noch bringen. Und ich dachte, Kirschstängeli? Und sie hat mir gesagt, ja weißt du, Tabea hat mir erzählt, sie hat die Kirschstängeli gern. Und ich habe in dem Moment gedacht, jetzt kennst du die gute Frau, fast 20 Jahre, 15 Jahre, geheiratet hier und da, und du weisst nicht mal, dass sie gerne Kirschstängeli hat. Aber es ist wie sofort, wie vorgekommen. Ich habe gedacht, wir dürfen nie aufhören, einander zu kennen. Das passiert mit einer Beziehung, wir lernen uns jung kennen und nachher lassen wir es laufen. Aber ich glaube, wir Menschen verändern uns ja. Ich bin nicht der gleiche, wie ich mit 19 war. Und ich bin ja jetzt nicht der gleiche, wie ich in 10 Jahren werde sein. Wir Menschen verändern uns, darum dürfen wir eure Beziehung einander immer auch wieder neu lernen kennen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, für das wir es können, auch längerfristig erfüllt miteinander zusammen unterwegs sind. Und Gott möchte uns gute Beziehungen schenken. Nicht nur eine Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern auch Beziehungen an unserem Arbeitsplatz, bei unserem Chef, bei unseren Mitarbeitern. Schaffen wir uns manchmal schon im Moment drin, bei all dem, was muss sein, einfach wie zu fragen, wie geht es dir überhaupt? Und nicht zu fragen, dass es irgendwo wie gefragt ist, sondern weil wir uns wirklich dafür interessieren können. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, die natürlich auch nach unterschiedlicher Lebensphasen gar nicht so einfach ist. Aber Möglichkeiten, wie zu sagen, okay, ich nehme wieder einmal irgendwo, organisieren es Nacht mit meinem Partner. Und dann reden wir. Und wir reden nicht über alles andere reden, was bei den Kindern passiert oder am Arbeitsstelle, sondern wir interessieren uns füreinander. Vielleicht wieder einmal jemanden besuchen und sagen, okay, ich schaffe es, jetzt mich auf diesen Besuch einzulassen und lasse mal ein bisschen alles andere beiseite. Ich glaube, das sind so Momente, die Gott liebt, wenn wir es schaffen, die zu packen. Wir lesen im Neuen Testament, wie Jesus so unglaublich klar zu diesem Leben im Jetzt-Thema eine Antwort gibt. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Lukas 10, wo Jesus wie an einem Ort, wie in ein Dorf hineingeht und zu Besuch geht, aber ich lese euch schnell vor. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit dem Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sage doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das besser gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Jesus gibt hier eigentlich ganz klar die Antwort, was in diesem Moment das Wichtigste ist. In diesem Moment Zeit mit Jesus zu verbringen, diesen Moment zu nehmen und uns nicht von allem schaffen, von allem, was müsste sein, wie abzulenken. Ich glaube, es gibt immer zu tun. Und ich glaube auch, es ist eine schöne Eigenschaft. Wir lieben es, Sachen zu bewegen, Sachen vorwärts zu bringen, zu unserem Haus zu schauen, dass es schön aussieht, schauen, dass alles parat ist, wenn der Besucher kommt. Das sind alles gute Sachen. Aber es gibt immer etwas, was noch sein müsste. Wenn wir immer zuerst alles haben und erledigt haben, bevor wir den kleinen Moment schätzen und lernen können, glaube ich, können wir noch lange warten, bis wir die Momente schlussendlich erleben können. Das Tun wird es immer geben, das Tun hat es schon immer gegeben. Und wie ich gesagt habe, ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Auch wenn man in verantwortungsvollen Positionen steht, vielleicht auch in Verantwortungen sogar steht beim beruflichen Umfeld, aber vielleicht auch in Verantwortungen steht, in einem sozialen Umfeld, wo man wichtige Aufgaben hat, gleich diesen Moment zu schätzen. Und ist mir so ein bisschen in den Sinn gekommen, ja, diesen Winter ist noch für mich so ein bisschen im Abend, als ich Zeit hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt gut, jetzt mache ich ein bisschen gemütliche Atmosphäre, kann man sich fast nicht vorstellen, jetzt, wo es wieder wärmer wird. Oder? Und ich habe eine Kerze angezündet, es war kalt, und dann dachte ich werde ein bisschen noch ein Magazin lesen und ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen sein und ein bisschen den Moment genießen. Ich habe die Kerze angezündet, habe 1001 Sachen gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist spät am Abend, jetzt werde ich dann schlafen. Die Kerze die hat ein bisschen für sich alleine da, ein bisschen geflackert und ich habe 1000 Sachen gemacht, aber ich habe den Moment gar nicht genossen. Und manchmal ist vielleicht auch unser Leben fast ein bisschen wie die Kerze.
Manchmal sind wir jung und streben nach Sachen, die wir noch nicht haben. Und wenn wir die haben, dann sehnen wir uns nach Sachen, die wir nicht mehr haben. Und wenn wir uns irgendwo, ich sage, ein bisschen in der Mitte des Lebens nach Sachen sehnen, die wir dann mal haben werden, dann werden wir auch diesen Moment nicht geniessen können. Und wir haben im Psalm 118 so genial gelesen, wie Gott hat gesagt, schätzen wir, achten wir, diesen Tag, haben wir Freude. Ich glaube, wir können Gott fast nicht mehr ehren, als wenn wir Tag für Tag eine Freude in unserem Herz zulassen. Ganz egal, was alles läuft in unserem Leben. Ja, vor gut 2 Wochen einen Tag gehabt. Der König sagt aber so schön, weil so viel ist gelaufen, dass wir so viel gemacht haben und da und so, dass man fast Kopfweh davon bekommt. Und manchmal ist es ja gut, wenn man Sachen bewegen darf und sich ein bisschen den Schädel braucht. Aber ich durfte einen genialen Tag erleben. Aber ich bin auch wirklich sehr ausgelaugt durch, weil ich mich anstrengen musste bei diesem Tag. Es war viel Verschiedenes. Ich komme heim in meinem Hemdli und ich laufe heim und denke so, jetzt einfach nur noch auf das Sofa blättern und dann noch ein bisschen allen erzählen, was ich für einen strengen Tag hatte. Und alle haben ja nichts anderes erlebt und freuen sich jetzt, mir ein bisschen zuzuhören, oder, was du genial bewegt hast. Und am besten bringen sie dir noch den Kaffee von selber, oder? Und tun dir noch den Fußmassager. Ich habe so einen herlegen daheim, wo die Füße reinhauen kannst, und dann gibt es eine Massage. So habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Ich komme heim und dann merke ich, die Menschen haben ja etwas anderes erlebt. Und die Tochter kommt zu mir und sagt, lass, ich habe da mein Spielzeug-Ponyhof aufgeräumt. Kommst du den schauen? Kommst du ein bisschen mit mir spielen? Und wisst ihr, was in meinem Kopf abgegangen ist? Also ich kann ganz sicher nicht. Jetzt, nach dem Tag, wo ich mir so Mühe gegeben habe und mein Hirn so viel abgebraucht und so wichtige Entscheidungen müssen fällen, was auch immer, jetzt da Rössli umtöckeln. Was hast du das Gefühl, das ist schon eine Frechheit, das zu fragen, fast ein bisschen. Hätten sie mir ausgelöst. Und ich glaube, die verstehen nicht, wir sind alle manchmal am Anschlag und wir haben das Gefühl, alle sollten das verstehen. Und dann war ich dankbar. Es ist eine kleine Stimme gekommen und gesagt, Timon, hat das Gefühl gehabt, er sagt, wenn du jetzt deine Tochter nicht ehrst und schätzt, dann ist übrigens all das, was du heute gemacht hast, für ihn gar nichts. Ich wusste, okay, jetzt gehst du zu diesem Hemdli, zu diesem Ponyhof. Und dann wird nicht nur geschaut, dann wird gespielt. Dann habe ich meine Tochter gefragt und gesagt, komm, wir spielen ein bisschen zusammen. Und spielen tut mir auf Hochdeutsch, oder? Und dann habe ich ja komm, wir nehmen das Pony raus und dann, ich falle die Treppe runter. Ihr war so peinlich, die ist nur noch am Boden rumgelegen und hat gelacht. Das ist nichts geworden mit dem Spielen, weil da der andere im Hemdli irgendwo probiert, eine Geschichte zu machen. Aber es ist passiert, wir haben gelacht. Wir haben gelacht über die Situation und das war so ein schöner Moment gewesen. Und ich am Abend vor dem Einschlafen gedacht, zum Glück, ich schaffe es so viel nicht. Zum Glück habe ich es dann wieder einmal geschafft. Habe ich mich darauf einladen und ich möchte uns ermutigen, wir können, und das ist das mit dem Vergangenen, wir können, glaube ich, jeden Abend ins Bett. Und uns kommen 10 Situationen in den Sinn, wo wir nicht den Moment geschätzt haben. Aber auch dort können wir ins Bett gehen und wieder nur dem studieren, was durch ist. Ich glaube, wir können nie ein perfektes Leben leben. Ich glaube, Gott wünscht sich gar nicht, dass wir ein perfektes Leben leben können. Schon nur, wenn wir probieren, die kleinen Momente zu achten, zu schätzen, zu ehren, Freude zu haben, wenn es uns zwischendurch gelingt. Freude zu haben, wenn wir irgendwo einen Moment erleben, wo wir einfach merken, alles andere hätte jetzt gleich warten. Das ist der Tag, wie wir im Psalm 118, 24 lesen, wo Gott hat gemacht und wir ihn können schätzen und ehren. Probieren wir es wieder Josef zu machen und geben wir auch in herausfordernden Momenten immer wieder Gott Ehre. Probieren wir es sogar vielleicht in herausforderndem Umfeld auf die Menschen einzulassen, die Gott uns im Moment hergesetzt hat. Und probieren wir es auch genau gleich, wie die Maria uns auf das Gute zu fokussieren und nicht wie die Martha allem anderen nachzuzäckeln. Alles zu erledigen zu haben, bevor wir nur einen Moment von Ruhe dürfen. Ich glaube, Gott wünscht, dass wir auch wieder das Geschenk annehmen. Jeden Moment. Ich meine, heute ist ein wunderbarer Tag. Ein wunderbarer Tag für eine Gemeinschaft zu erleben, austauschen, irgendwo wie die Sachen ziehen und wie zu sagen, heute ist der Tag, wo Gott so wunderbar gemacht hat. Und heute will ich das schätzen und ehren, dass ich meine Gedanken nie anders habe, als einfach dort, wo ich jetzt bin.